Hitlers Kriegsmaschinerie hat einen Blitzkrieg gegen Europa entfesselt. In dieser dunklen Stunde müssen wir mit ganzer Kraft zum Bollwerk gegen die Unterdrückung werden. Der Ansturm der Nazis ist unsere größte Bewährungsprobe. Aber mit unseren Verbündeten werden wir uns ihnen stellen und sie besiegen. This day we set upon a mighty endeavor, a struggle to preserve our civilization and to set free a suffering humanity. Our sons, pride of our nation, lead them straight and true. Their road will be long and hard. Men's souls will be shaken with the violences of war. In this hour of great sacrifice, we shall prevail. Call of Duty World War II. Wir haben den 6. Juni 1944. Wenn du das nur sehen könntest, Bruder. Wir stürmen einen französischen Strand, dessen Namen ich nicht wissen darf. Und wir können Frankreich von den Nazis befreien. Aber das Warten gehört zum Kampf dazu. Ich soll also dem Kerl meine Uhr geben und denk so, was zur Hölle kann der denn mit meiner Uhr wollen? Der ist Captain von einem gottverdammten Footballteam. Aber ich habe in der Grundausbildung Freunde gefunden, die alle mit mir im Boot sind. Alle haben Schiss, aber keiner lässt es sich anmerken. Ich habe Sussman in der ersten Woche gehasst, aber jetzt ist er der beste Kumpel, den ich habe. Er zieht Ärger an. Wenn nicht schon Krieg wäre, würde er einen anzetteln. Abgesehen davon sollten meine Finger noch dran sein für das Foto des Jahres. Styles will ein Fotograf fürs Live-Magazin werden. Sieht ein bisschen aus wie Clark Kent. Außer, dass er blind wie ein Maulwurf ist, wenn er die Brille abnimmt. Aiello ist der Veteran. Aber ganz ehrlich, er ist ein ziemlicher Hinterwäldler. Okay. Machen wir es etwas interessanter. Der heilige Michael, Schutzpatron der Soldaten. Passt auf mich auf seit Kasserin. Sussman 3-mal in 10 Sekunden. Und er gehört dir. Ich weiß nicht. Auch nicht den Schwanz einziehen. Mein Mann ist Sussman. Okay. Warum nicht? Ach, ihr spinnt doch. Ich sag Bescheid, wenn's losgeht. Wo war ich? Ich und meine Jungs, wir mischen uns unter diese Pokerrunde von Football-Schwachköpfen. Mit meinem System konnten die Jungs mir die Blätter der anderen anzeigen. Der Gesichtsausdruck eines Quarterbacks ohne den Pott. Okay? Mhm. Das passiert, wenn du einen Trickser austrickst. Jetzt. Du gehst baden. Verdammt! Aiello hatte Kraft für 2 Männer. Na, sagt man, gibt Juden nicht die Hand. Letzte Nacht klang das aber anders. Und war engstirnig wie 6. War eh nur ein blödes Schmuckstück. Aber wirklich schick. Ich hol mir einfach ein besseres. Eine echte Trophäe, wart's ab. Na dann viel Glück. Oh! Na los, Besprechung um 1800. Ich regel das schon, Daniels. Halt dich einfach an mich. Die Besprechung fängt an. Was zur Hölle treiben Sie hier? Dann ist da noch Sergeant Pearson. Ein echter Schatz. Sie sind was Besonderes, was? Wollen Sie die Deutschen zum Tanz einladen? Nicht unbedingt, Sergeant. Swing liegt denen nicht. Vorsichtig, Sussman. Mir nach. Ganz offensichtlich habe ich eine Glückssträhne. Was auch passiert, bleib nah. Erst die Normandie, dann der Rhein. Wir schaffen das, Daniels. Heute bestreiten wir mit unseren Verbündeten eine Operation von beispielloser Wichtigkeit zur Errichtung eines Landekopfs in der Normandie, um die ausufernde deutsche Aggression zurückzuschlagen, die Europa seit 4 Jahren terrorisiert.
Nur wir stehen zwischen der Welt und der Dunkelheit. Dies ist viel mehr als die Chance, sich zu Lebzeiten als Held zu erweisen. Wenn wir gewinnen, brennt sich unser Triumph in die Herzen und Köpfe einer dankbaren Welt. Für unzählige Generationen. Ich spreche von Ruhm, Männer. Wahrer Ruhm. Colonel Davis' Rede war nicht übel. Diese Ansprache erinnerte mich an die von Coach Johnson vor dem Spiel gegen Austin an Thanksgiving. Du erinnerst dich bestimmt, dass wir das Spiel mit 42 Punkten verloren haben. Ständig über Pearsons Schulter schaut Lieutenant Turner. Er hält ihn an der kurzen Leine. Reißt Pearson sich los, kriegen wir alle was ab. Seit ich ein Gewehr halten kann, wollte ich sein wie du, Paul. Es war nie leicht, dir zu folgen. Aber ich werde es verdammt nochmal versuchen. Jetzt oder nie. Hey! Ach, könnte ich doch nur heim zu ihr. Warte doch mal auf Paris. Wirkt ziemlich weit weg. Und wichtig, der Strand ist nur Zwischenstopp. Sie müssen vorrücken. Halten Sie den Kopf unten und keine Gruppen. Denken Sie an Ihr Training, dann kommen Sie heil da durch. Es macht mich stolz, Ihr Anführer zu sein. Jederzeit, überall. Okay, ziehen wir in den Krieg. Die Strände wurden doch schon gesichert, oder? Haben Sie Angst, Private? Nein, Sir. Das sollten Sie. Daniel, hast du Feuer? Lado. Und damit willkommen beim D-Day. Wir haben den Lieutenant gehört! Vollgas! Gottverdammt! 200 Meter! 20 Sekunden! Helfer Plan! Alles zur Mauer! Komm, Jay! Die Bengole zum Stacheldraht! Schnell! Bereit machen! Alles klar, ich muss den Stachel gerade wegspringen. Keine Deckung! Das war ein Befehl, Oh, fuck. So. Also, jetzt als erstes mal, nicht, dass ich mich falsch verstehe, ich spiele das jetzt nicht, weil ich es lustig finde, die Idee, sondern ich empfinde es eigentlich eher als Ehrgeiz. So wie ein bisschen das nachgemacht worden ist und dass man das jetzt mal ein bisschen kann sehen, was dort so abgegangen ist. Jetzt habe ich aber schon kommentiert, den Kommentar von kommentierenden Kommentaren bekommen, die kommentierenden Kommentare kommentieren meinen Kanal und öffne das und gucke hier und Rotfuchs J, oh was geht, Brudi, was geht? So. Nehmen Sie eine Bangalore und gehen Sie zur Mauer! Wir müssen Yes, sir. den Burgkant freiräumen! Nein, jetzt! Hier für uns die Autos!
Sie die Bangalore! Wie geht's dir? Mir geht's gut. Oh, mir geht's auch gut. Dankeschön, Brudi. Sie schaffen das! Alter, kranke Scheiß da am Abgehen, Mann. Oh Gott! Gerne. Und, au! Fuck! Au! Jo, Pearson! Digga, ist nicht so die beste Idee, da rumzustehen. Ich sehe das vorne niemand. Los, weiter. Au! Oh, Dude. Ich muss dort rübergehen. Ficke. Ja. Raus. Au. Okay. Es sind noch 27 Meter. Ich sehe nicht oben immer noch nicht wirklich jemand. Bumm, überall Bumm. Daniels! Nutze die Bangalore, ich gebe Deckung! Nach dem Durchbruch zu dem Bunker vorrücken! Fast geschafft! Zünden! Ach so. So. Oh, es geht weiter und ich bin da noch am Schreien gewesen, hoppala. Oh was, du bist ein Gegner? Sagt das doch, aua. Oh, weißt du was? Fries. Ja, nee, ne? Genau. So. Oh. Jungs! Vorrücken mit dem Rauch. Sichert. Wechseln wir die mal und nehmen von dem toten Nazi da seine Waffe, weil die ist natürlich schon schlecht. Oh, ja, Bros, ich habe euch gerade den Arsch gerettet. So. Nur, sagen wir mal. Okay, es geht los! Sind das Gegner? Das sind alles Gegner! Oh shit, Bro. Shit, Dude. Umbringen, nicht führen, Janne. Einfach umbringen. So, gut. Ja, ich will da erstmal ein bisschen den Graben clearen, bevor wir da... Au! Ich will sagen, bevor wir weitergehen. Oh, bre. So, okay. Keine weiter. Schade, habe ich jetzt keine Schrotflinte da. Das wäre für da immer perfekt. Was haben wir da? Oh, Erinnerungen gefunden. Okay. Ah, ich komme da gar nicht raus. Okay. Geh doch dafür, du Idiot. Geh in Deckung, Alter. Das ist nicht mehr üblich! Ja, ich sehe es. Komm. So,
Laden. Während die Jungs dort am Vorrücken sind. Jo, ich gehe voraus. Moment, da ist nichts. Okay, da vorne Gegner. Fuck you, bitch! Fuck you! Ja, sorry Jungs, ich bin nicht so der Typ, der für euch auf Granaten springt. Ja, habe ich dir in den Rücken geschossen, zweiter. So, okay. Feinde beim Bunkereingang! Boom. Moment. Oh, ich hab verkackt. Bye, bitch. Ah ja, kein Muni mehr, stimmt. Gib mir die. Dankeschön. Lieb von Oh Bro, wir haben doch nicht einfach Füge. Voll Nüssli, Alter. So. Mir Amish. Was? Oh, Entschuldigung. Jetzt brauche ich da aber mal noch ein bisschen... Ah, nein, gut, ich kann Munition bekommen. Okay. Jungs, sind ihr bereit? Es hat zwar keine Gruppen, aber ihr stürmt mir jetzt als Gruppe an, verstanden? Wenn ich dort vorne alleine gelassen werde, dann werde ich euch als Geist heimsuchen und werde jeder einzelne von euch abschlachten, verstanden? Alles okay? Alles gut, danke! Wir müssen zum Bunker! Deutsche Infanterie! Ja, Bro. Alles okay? Habe ich gar nicht gecheckt. Ich glaube, dass der da um sein Leben kämpft. Werfe Granate! Nur so als Vorsitz. Habt ihr einen Verbandskasten? Entschuldigung. So. Nachladen. Haben nur noch 13 Schuss. Schwäne! Friss das, du Kraut, du! Ist da noch irgendwie coole Sachen oder so? Irgendwas zum Mitnehmen? Nein. Was für Yankee? Oh, Entschuldigung. Reaktion. Hoppla, bye. Ist okay? Entschuldigung. Ah, schadet nicht, so eine kleine Kriegswunde.
So, Jungs. Weiter geht's, würde ich sagen. Ich bräuchte aber gleich mal ein bisschen Munition oder so. Hallo! Noch eine Angriffswelle überleben wir! Bye, Bitch. Bumm. Erstmal halt daneben schiessen fast das ganze Magazin so. So. Cool. Oh, weniger cool. Ich gehe rein! Ja. Was bin ich? Ja, hast mich genannt. Entschuldigung, ich verstehe keine Bratwurst. Tönst irgendwie ein bisschen zu verbrannt. Hey, Bro. Ah, cool. Auffüllen der Munition, sehr schön. Okay. So macht man das, Jungs. Gut, next. Dort hin. Entschuldigung. Ah, da hätte ich können den Flammenwerfer auffüllen, ha? Glaub. Entschuldigung. Tja, kann passieren. Ja gut, also weißt du, so an diesen Stelle ist natürlich schon auch Kacke. Ich darf ja nicht vergessen, es sind jetzt nicht alle Nazis damals so voll die Wichser gewesen. Es hat auch dort so einige gegeben, die einfach dazu gezwungen sind zum Mitmachen in der Armee, weil sie sonst halt so oder so umgebracht worden wären. Und für so Leute ist das da dann natürlich, ja, tut mir dann schon was leid, so, wenn man dann da einfach so voll die Übermacht reinstönt, alles auseinanderballert, die kleinen Stückchen Scheiss. Aber die anderen, die haben es einfach verdient. Okay, Jasmin, noch einer! Wir haben es geschafft! Schwarzabschiede gehen. Ja, ins Oberstübchen. Dann mal los! So. Ah, 4 getrunken, okay. Okay, okay. So. Easy. Wow. Ja, aber der da zum Beispiel, der hätte es jetzt verdient gehabt, dass ich dort mit dem Flammenwerfer reingekommen wäre, Mann. So.
Aua. Ja. Also da hätte ich jetzt noch ruhig ein bisschen mehr können drauf prügeln. So. Komm her, Kumpel! Kann nicht laufen. Oh, Scheiße! Schaff mich weg von hier. Oh Wir fuck. bringen dich hier raus. Haltet uns! So. Wir müssen zum Verwundeten-Nest! Okay. Linke Seite! Leer geschossen! Oh oh. Scheiße! So. Jetzt den Verbandskasten benutzen. Wir müssen in Deckung! Komm her, komm her, komm her. Deckung, komm. Zu viele! Oh cool, die sind alle One-Hit. Wir sind sicher! Komm schon! Was nennst du sicher? Ja, Bro. Top sicher. Oh. Ja, dann have fun, Bro. Have fun. Halte durch! Den Kopf unten halten! Da kommt noch mehr! Vorsicht! Oh, schön gemacht. Er ist getroffen! Weiter! Wir müssen weiter! Kriechen, kriechen. Ziehen, ziehen. Scheiße! Krieg selber. Arschloch. Hier kommen wir runter! Kontrollpunkt erreicht. Nice one. So. Schönes Köpfchen. Oh fuck, den Abend. So. Oh Mann, ich verblute! Du musst es zudrücken! Wir sind fast da! Kommen Sie rauf! Los! Komm her, komm her, komm her. Dankeschön. Okay, bleib Oh, Brudi, du überlebst schon, keine Angst. Du musst durchhalten. Die Frauen in Paris warten nur auf dich. Wirklich? Ja, Mann. Klar tun sie das. Voll. Kann ich dein Mädchen noch mal sehen? Ist das dein Ernst? Schon gut. Ich sehe eh nichts. Ich leg mich einfach. Nein, Bro. Nicht schlafen, nicht schlafen, Bro. Hey, Digga. Daniels! Ich bin hier. Hilfe! Kann mir jemand einen Sanitäter holen? Ich mach das! Weg da! Er kümmert sich um ihn. Ich brauch Sie bei mir, Daniels. Herhören! Da ist ein GPF-Geschütz bei der Farm die Straße rauf. Es feuert auf den Strand. Gehen wir! Wir kommen wieder zurück. Kontrollieren Sie die Munition und Granaten. Sie haben ihn gehört. Die Straße lang. Jetzt. Bewegung! Hier ist Munition, Private. Ah, ja, Ich brauche danke schön. Munition, Sir. Wir müssen die Kanone ausschalten. So. Okay. Wenn wir den Brudi verwundet hätten, zurücklassen. Ja, fuck off. Oh oh. Oh 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 oh. Weil ich hatte gedacht, das langt vom Abstand. Tja. Seien Sie bereit für den Angriff, sobald wir das Farmhaus erreichen. Bewegung! Die reißen den Strand in Da oben müsste die noch hocken. Jetzt nimm.
Oh fuck, ist wieder einer da oben. Okay, Moment. Jungs, chillet. Okay, ist safe. MG nutzen, mach ich. Ah. Oh fuck. Achso. Da geht's rauf. Ich meinte, ich muss raufklettern oder so. Weißt du was? Und Schieder demontieren. Alter, wie viele Gegner da sind, Bro? Au. So. Digga, weißt du was? Granate geworfen! Granate! Wo ist denn das Ziel? Mal verteidigen. Schön. Jetzt kann ich da mal nachladen. Verstanden! Die Kanone zerstört! Werfe eine Granate! Also. Ja, irgendwann mal nachladen. Termit, nice. Ja, das Ding wird geschmolzen, ja? Komme. Gute Arbeit, Daniels. Okay, Männer, folgt mir zum Munition. Gracias, señor. So, Sammelpunkt. Ich brauche einen Bericht über die Verluste. Geht kein. Nein, keine. Ist nichts passiert. Alles gut. Brudi. Daniels. Und ich dachte, ich hätte alles gesehen. Wird er wieder gesund? Sie haben ihn zusammengefleckt. Ich hätte im Boot bleiben sollen. Hey, was du da getan hast. Danke dafür. Ich denke, wir sind quitt. Wir stehen das durch. Bis zum Schluss. Bis zum Schluss. Kopf gesichert. Wir errichten ein Lager bei der zweiten Reihe nach dem Kampf. Willkommen in der verdammten ersten. Du bist weit weg von zu Hause, Bauernjunge. Auf das hier kann man sich nicht vorbereiten. Aber Sie haben Ihren Mann gestanden. Danke, Sir. Das wird schon, Junge. Danke. Ja, Sir. Natürlich. Ich weiß ja nicht, wer die glorreiche Idee hatte, Europa auf diese Weise zurückzuerobern. Aber ja. eins ist sicher. Er war heute nicht mit uns am Strand. Ja, auf jeden Fall nicht. Das haben mir jetzt eben, gerade in dem Moment, habe ich mir das überlegt, ich kann vorher ja etwas sagen. Und zwar, ich verstehe einfach nicht ganz. Am D-Day sind so viele Menschen gestorben. So viel. So viele amerikanische Soldaten draufgegangen. Und
Man hat doch die Bunker gesehen dort. Also, wieso ist das so gemacht worden, dass man die Soldaten vom Strand aus dort hingeschickt hat, in diesen Boot und gefunden hat, ihr macht das? Wieso hat man nicht einfach von diesen grossen Kriegsschiffen, wo sie drauf gewesen sind, die Raketen dort drauf berasteln lassen, so im Style von, weil wir nicht nur Bomben, sondern Bombenteppiche werfen. Und dann der Strand so cleared. Ich meine, so hätten schon ganz viele amerikanische Soldaten können gerettet werden. Ich meine, es wäre nicht ganz korrekt gegenüber den Deutschen gewesen, aber ich finde es jetzt auch nicht ganz korrekt, in einem Bunker zu hocken, an einem MG, wo rundum Stahlplatten sind und du nicht durchschiessen kannst von außen. Und dann dort rein stolz da irgendwie Tausende von Soldaten abschlachten. Das finde ich so nicht ganz korrekt. Also finde ich, wären die Raketen dort drauf ablassen eigentlich doch eine gute Idee gewesen, oder nicht? Das ist jetzt nur so ein Gedanke. Ich weiß ja nicht genau, ich bin ja nicht dort gewesen. Vielleicht hat es irgendwelche Gründe gegeben, dass man das nicht so gemacht hat, aber ich, ich finde das nicht sehr sinnvoll. Der D-Day ist jetzt 7 Wochen her. Wir brechen aus der Normandie aus und drängen ins Landesinnere vor, um Marigny zu sichern. So kontrollieren wir die Straßen und pflügen quer durch Frankreich nach Paris. Die Befreiung steht bevor. Mission starten. Die Jungs und ich, wir schlagen uns ganz gut. Nicht gut genug für Pearson, aber was soll's. Wer weiß, Schatz. Vielleicht kehre ich Weihnachten schon heim zu dir mit ein paar Medaillen auf der Brust. Aber zuerst erobern wir Marigny. Schmeling gegen Lamotta. Schmeling würde Lamotta K.O. schlagen. Niemals. Und Schmeling ist ein Nazi. Ich würde ihn einfach abknallen. Die benutzen ihn doch bloß. Er hatte keine Wahl. Wir alle haben die Wahl. Also Nietzsche sagte, es gibt nur Starke Genug und Schwache. davon. Okay. Was ist mit Louis gegen Sugar Ray Robinson? Meinst du Louis 1938? Robinson gewinnt ganz klar. Ey! Sieh an, wer wieder hier ist. Ich dachte, du hast noch eine Woche. Ich habe gehört, ein paar echt harte Typen stehen kurz vor Marigny. Wenn der Plan aufgeht, sind wir bis Weihnachten zu Hause. Steh nicht so rum, zeig her. Na gut. Nicht übel, was? Oh. Gibt Schlimmeres. Schön, dass Sie wieder da sind, Private. Ich freue mich auch, Sir. Okay, Männer. Die Gelegenheit ist günstig. Wir starten einen Ausbruch aus der Normandie. Das wird nicht leicht. Die Hecken werden stark verteidigt und es gibt Meldungen von deutschen Panzern in der Nähe. Aber wenn wir Marigny einnehmen und ziehen, kommen wir hier raus. Und wenn Sassman selbst ein Messer im Bauch nicht aufhält, hält uns auch kein Deutscher auf. Das Glück ist mit den Siegern, Sir. Für Turner ist unser Schutz von höchster Wichtigkeit. Abmarsch! Warum kommt einem der Krieg immer in die Quere? Okay, erstes Platoon. Wir rücken ab. Na los, na los! Ja, bin gerade so wie Moment. So, kann ich jetzt da nicht irgendwo eine andere Waffe haben? Das ist jetzt nicht so. Das von Sergeant Percy Nee. Da habe ich ja nur eine Pistol. Pistol baby, let me know. Gehen wir! Okay. Oh, hopp. Hey. So eine Wunde ist erst in 8 Wochen verheilt. Bin bereit, Sergeant. Sie haben mein Wort. Oh, Ihr Wort, ja? Das ist ein feuchten Dreck wert. Das geht Ihnen gut, ha?
mich noch nie besser gefühlt, Sir. In Ordnung, Private. Quatschen Sie nur bitte nicht ab. Wieso ist das so leislich? Moment. Aha. Panzer unterwegs! So, hoffe jetzt ist es ein bisschen besser. Festhalten! Wird eine harte Fahrt! Für mich ist es besser. Ich denke, Pearson mag dich! Ah, wie ein Tiger den Hirsch mag. Na los, na los! Aber dass ich jetzt den dort vorne besser gehört als der da direkt vor mir, ist auch ein bisschen schräg. Das sind nicht so gut vertont. Danke. Und was ist mit dir? Ich konnte euch doch nicht den Spaß überlassen. Spaß ist unter Pearson nicht erlaubt. Weißt du, wieso er dich immer so triezt? Ah, jetzt höre ich ihn besser. Pass. Hab meinen Freund verloren. Ja, nach dem Artikel 15 und eine Degradierung. Da musste so streng sein. Seine Männer haben bezahlt. Die Mission war ein Reinfall. Ein Massaker. Die Nazis waren gnadenlos. Wir haben nur überlebt, weil sie keine Zeit hatten, den Westausgang zu versiegeln. Ich habe wegen dem alten Mistkerl fast alles verloren. Turner ist noch nicht drüber weg. Er war es auch, der ihn angeschwärzt hat. Aber Pearson denkt, wenn ihr ein Musterplatoon werdet, wird das gestrichen. Wir sind also eine Streichkolonne. Ja, langsam kapierst du es. Und deshalb wird er niemals aufgeben. Er tötet, um es zu entfernen. Hey, wisst ihr, was ich will? Schalt futtern. Du hast gerade gefuttert. Scheiße auf Toast zählt nicht. Hey, wie wär's mit Barbecue, hä? Wir hatten keine Chance. Was wär's da mit dem offenen Sarg? Das ist jemandes Sohn. Nur ein Deutscher. Daniels hat recht. Die sind nicht alle böse. Von da Ja, kommen ja. auch Kepler, Mozart, Marlene Dietrich. Gleich interessant. nicht zu vergessen, die Druckerpresse, Elektronenmikroskop. Frankfurter. Ihr macht mich fertig. Hört ihr das? Es kommt hierher! Behalten die Stukas! Oh, fuck. Runter von der Straße! Wir umkreisen sie! Los! Ja, nee, ne? Unsere Shermans beschützen! Das ist Blattfeuer, was wir da hören! Wir müssen eine ihrer Kanonen einnehmen und diese Stukas runterholen! MGs in ihr Scheune! Scheiße! Alle runter! Wir müssen die MGs aufhalten! Dann gehen sie links und rechts! Los, los, los! So. Jetzt haben wir nochmal eine. Yes. Da fliegt das Helmli. So steht das hier. So. Okay. Nicht, dass ich da noch von der Seite abknappe. Au! Also. Okay, vorgekriegt, vorgekriegt. Die MGs machen uns fertig! Werfe Granate!
Hört ihr mal auf dort oben? Ja. Oh ja, da haben wir keine Moni. Autsch. Yo, Bro. Gib mir mal noch Muni. Ich brauche Munition, Sir! So, au. Au. Hey. Oh, hi. Please. Entschuldigung. So. Alter, erst mal healen. Das ist gar kein Level. Und der jetzt. Und da fliegt das Helmli. Und das Helmli fliegt. So, wieso? Weißt du was? Oh oh. So. Vergangenheit. Ja, du! Wenn ich schon die Möglichkeit habe, warum nicht? Oh. Keine Gefangene. Habe ich gesagt, wir machen Gefangene? Hat das irgendjemand von mir gehört? Nein, oder? Also machen wir gar keine. Etwas Munition, Daniels. Aber ich kriege gerade nicht. Ja. So, das wäre es mit dem Flock. Au. Haja! Ja, Kreisding, Bro, Kreisding. 2 Uhr! Wo denn? Ah, dort. Okay. Der da auch. Moment. Was gerade? Verdammt, ist überhitzt. Der Typ am Funkgerät klingt sauer. Ich weiß nicht, was los ist. Da kommen mehr. 2 Uhr! Einer wenig. Ziel zerstört. So.
blöde Idee, das Flak so angreifen. Der geht runter! Über uns! Hey, cool. Dass wir das überlebt haben. Ist jetzt so ein richtiger Kamikaze-Angriff gewesen, Alter. What the fuck, sag ich doch. 3 Uhr! 3 Uhr. Oh oh. Oh oh. 1 Uhr, hoch! Nein, nein, das geht, das geht. Ich bring das an. Hoher Anflug! Oh, einer hat's noch. Das waren alle. Gut gemacht, Daniel. Hey Bro, einer lebt noch. Hey, das ist Perez. Hey, Perez. Alles okay? Meine Kumpel Mills hat's in einem Hinterhalt erwischt. Aber das haben sie bezahlt. Die Stellungen sind durch Parks geschützt. Wir müssen uns darum kümmern. Okay. Pearson, führen Sie ein Schützenteam durch die Plantage und suchen Sie einen Übersichtspunkt. Schwächen Sie die Packs. Ich leite den Angriff mit Perez. Ja, Sir. Daniel, Jasmine, Sie kommen mit. Na los! Okay. Na los, Daniels. Gehen Sie zur Straße. Perez sagte Pack 38er, oder? Was sind das für Dinge? Deutsche Artillerie. Panzerkiller. Hast du das Memo nicht gelesen? Was sollen wir denn gegen Panzerkiller ausrichten? Das habe ich mich auch gefragt. Hey. Da hat's ja ein Werkzeug drauf. Wieso können wir das nicht mitnehmen? Jungs. Jungs. Warte mal. Hey. Eine von unseren. P47. Verdammt. Oh. Wäre ich nur schneller an der Flak gewesen. Mach dich nicht fertig. Na gut, das bin nicht ich gewesen, ja? Das sind Zivilisten. Das ist ein Kriegsverbrechen. Sag bloß, Streber. Wir kämpfen hier gegen Nazis. Ich kann es nicht abschießen, leider. Sorry. Hier rüber! Hier ist ein Aussichtspunkt! Dann würde ich sagen, hänge dir's mal. Feldstecher raus! Das sind Perez und die Jungs. Die fahren direkt in die Hölle. Wir müssen die Packschützen ausschalten. Okay. Alle Mann, Feuer front! Ich sehe 2 Packs. Safe, Bro. Daniels, schalte die Mannschaften aus. Geben Sie das Hauptschützengewehr, Daniel! Wo ist es? Ah. Cool, Dankeschön. Ja, das macht es natürlich einfacher. Oh, was daneben? Daneben. Hoppla. Alles sicher! Achtung! Verbündete Panzer kommen Sie. in die Gräben! Weitere feindliche Stellung hinter dem Heck. Hinter den Panzern sammeln. Alle Mann sammeln! Oh, das habe ich jetzt gar nicht wollen. Hinter den Panzern! Das habe ich wollen. So. Sammelt euch hinter den Panzern! Ja, ja. Aber ich brauche Munition. Alle Panzer vorwärts. Können Sie mit dem Panzer kommen? Panzer bleiben! So.
Sehr gern. Irgendwie. Oh oh. Oh, ey. Was du da? Ups, ich habe den falschen gekillt. Hoppla, Entschuldigung. Ja, mein sorry, Alter. So. Ja, man kann man da überholen. Was denn? Also, da drüber. Aha. Jo, guys. Gut. Sehr schön. So, Scharfschützenposition. Jo. So. Ja. Schon. Hetz mich nicht. Panzer bewegen sich. Wir müssen die Gräben räumen. Danke für die Feuerunterstützung. So. Pfui, böse. So. Schütze. Oh. Wow, what the fuck? Schön. Ich glaube, gescheit euch schnell an für das. So. Auf den Boden, Deutscher! Ja, eben darum. Man muss da keine Rücksicht auf die nehmen. Jetzt habe ich wirklich nicht sein, so. Habe ihm die Chance gegeben. Aber nein. Wo müssen wir gehen? Da hinten. Hey, es ist Turner. Es geht Ihnen gut. Easy.
Treffen wir uns doch mal mit denen. Hallo. Du da. Lieutenant! Still! Offizier anwesend! Okay, zuhören. Charlie-Kompanie wird nahe der Kirche angegriffen. Sie brauchen Munition und Feuerkraft. Schicken Sie einen Trupp los. Sir, wir sind schon ausgedünnt. Es geht noch dünner. Ja, Sir. Jetzt geht immer dünner. Wir können die Jeeps nehmen, aber wir brauchen Panzerunterstützung. Das ist der Plan. Perez! Pearson folgt Ihnen mit dem Trupp. Geht nicht. Wir haben Befehle von Collins. Wir gehen mit der 11. nach Westen. Verdammt nochmal. Den Jungs, da läuft die Zeit davon. Ihr macht es allein. Nehmt die Jeeps und los. Schnell! Alles klar. Dann mal los. Charlie hat Scheiße am Arsch und wir haben das Papier. Na los. Yay! Brumm, 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 way. Wo geht's nach Marigny? Folge dieser Straße, es ist das übernächste Dorf. Steile Kurve voraus, sachte. Die Straße gabelt sich nach vorn. Oh yeah. Gehen wir mit der anderen Weg. Hui! Hui! Wir müssen vor ihnen da sein. Fahr links! Wow! Daniel, Deutsche voraus! Gewonnen! Hab überholt! Bye, motherfucker, have a great time! Ja, ist mir gleich. Das ist nicht knapp, das ist eigentlich nicht gut. Roland! Halt nicht mehr lange durch! Boom! Hoppla. Ui! Dustman! Nimm das Lenkrad! Ich übernehme das MG! Okay, okay, okay. Sehr schön. Halt nicht mehr lange durch! Die Straße ist dicht! Da ist eine Öffnung! Festhalten! Feindliche Truppen raus auf der rechten Seite! Direkt voraus! Überhitzt. Ja, ich bin ein bisschen überhitzt. Sind fast da! Festhalten! Charlie-Kompanie! Wisst ihr, Leute, es ist ja nicht so, dass es eine Kavallerie nicht mehr gibt. Es ist nur so, dass sie niemand mehr ruft. Die kommen schon, da sind wir. Ein Umkreis bei der Straße, Richter. Ja, Alles sicher. alles sicher. Okay. Cool. Das Fest bringt mich um. Sie jetzt nicht weich, Murphy. Danke fürs pünktliche Erscheinen. Danke, Captain Davis. Gern. Das war sein Befehl. Okay. Die Sonne geht bald unter. Sie kriegen eine Atempause. Verzeihung, Sergeant. Ja. Die halbe deutsche Armee ist auf der anderen Seite der Gebäude. Sollten wir vielleicht einen besseren Platz suchen für einen Perimeter? Sicher, Private. Vielleicht ein nettes Zimmer im Ritz? Sir. Er hat nur Angst. Vielleicht sollten Sie sich um Ihre Probleme kümmern. Ihre Seite sieht verdammt beschissen aus. Mir geht's ganz toll, Sergeant. Daniels, passen Sie auf ihn auf. Nur Stolz ist gefährlicher als ein Feind im Gebüsch. Ausruhen, Männer! Mach ihn nie bei Sonnenaufgang! Ich kann nicht glauben, dass ich wieder an Sussmans Seite stehe. Er schlägt sich gut, wenn man bedenkt, dass wir uns gerade meilenweit durch Wälle gekämpft haben. Man sollte meinen, dass Pearson Rücksicht auf ihn nehmen würde. Falsch gedacht. Ja gut,
Ich würde aber sagen, da schauen wir dann nächstes Mal weiter. Ah, ich muss da zuerst mal noch weiter drücken. Okay, ja gut. So. Also, dann würde ich sagen, danke vielmals fürs Zuschauen. Hoffe, ihr habt Spass gehabt. Und bis zum nächsten Mal. Euer Green Jay. Peace.